Ey Jungs, tamam, langsam haben wir es gecheckt. Ihr seid die krassesten, ihr verkauft Shows aus, ihr werdet überall erkannt, alle wollen Bilder mit euch. Aber beruhigt euch bitte, ist gut. Was geht ab, Chilo 385? Ewa und Abdi Süd. Wir sind bei Kurz und Bündig. Die zwei Kurven mit dem beschissensten Podcast. wie hat der Melodie. Ey, ich schwöre ihr zwei. Irgendwann, ich verwünsche euch und nachher sehen wir. Okay? Ja, keine Ahnung, ich bin einfach Bullen geschlagen. Brüder, ich habe Termin. Brüder. Ciao. Ach, jetzt verstehe ich es. Jetzt kurz und bündig. Ja, Bruder. Jetzt gecheckt. Kurz und bündig mit motherfucking Postcard. Kurz und windig, Mark. Einen richtigen männlichen Klatscher hast du gemacht, Bruder. Männliche Leute sind Ein im richtiger- Podcast. Ein richtiger Mächtige Männer. Mann. Mächtige Männer sind im Podcast. Neue Woche, man. Neue Woche, Mann. Neue Woche, man. Hey, du, 9 to 5? Wieso musst du mein Gesicht jetzt so machen? Sorry, man. Sorry mit Blumentopf-Frisuren hängen und blaue Haare, gelbe Haare. Bruder. Gruftis. Mit denen bist du am Hängen. Gruftis? Kennst du das Video? Nein. Irgendwann ist ein Video, was geht, Leute? Nachher nicht so einer mit pink Haar und einem blauen Haar. Sagt so, was machst du hier und so? Im Auto? Ja, klar, das ist so. Ja. Was willst du hier? Blaue Haare, pink Haare, Gruftis. Geh mal weg hier. Geil. Richtig geil. Was geht mein Bruder? Wie war deine Woche gewesen? Entspannt. Ganz entspannt. Sachen sind passiert. Ich habe ein paar Sachen mich gefragt, wo in der Woche einfach so durch mich aufgegangen sind. Und ich so, weißt du was? Die wir zusammen über das reden. Bevor wir das machen, kurze Genau. Frage. Eben, du hast ja letztes Mal schon von dem TLV, wo ich immer noch davon überzeugt bin, dass Das es TL5 eigentlich ist. TLV ist. Aber Hätte ich all ein die- bisschen. Warte, vielleicht die nicht Leute über checken es Discord alle ab. nicht. Soll ich ihm schnell anrufen, ob er mich kann bestätigen, ob es Telvi oder Aber Telvi. es macht keinen Sinn. Aber Wieso TLV? ja, ich verstehe. Es müsste. Also es ist ein Server, wo die Jungs gamen gehen. Ja. Und es ist ein GTA, also das Spiel basiert auf GTA 5 und GTA 5 ist ja geschrieben als GTA Römisch 5, also Ja, das genau. V. Und die Herren haben dann einen Schweizer Server gemacht, der heißt Tell. Ich nehme mal an Tell wegen Wilhelm Tell. Sag ich noch mal. Wegen Patrioten. Sag ich noch mal. Oh, Patriot! Oh, Patriot. Kastriot und Patriot. Und die haben das Tell genannt und jetzt nennen die das Tell V für V. Es macht absolut Sinn, dass es TLV für, also TL5 für GTA 5 ist. Oder? Aber es hat bei jeder TLV. Die Leute wissen einfach nicht, Bruder. Einfach die Gangs TLV, Bro. Tell V, Mann. Und er wahrscheinlich einfach nicht wieder diskutieren. Ja, ist TLV. Ja, das ist Tell V, jetzt fertig. Go Game of TLV. Und der Zero ist ja jetzt wirklich, du bist da drin so à la Second Life, oder? Also ihr Ja. nehmt das Es ja hat auch, mich genommen, ja. ihr nehmt das ja auch sehr ernst, oder? Also ihr geht dort rein und die sind ja Gangster jetzt. Ja, voll. 30-jährige Menschen sind 30-jährige Männer sind dort und Sind spielen jetzt- Eier. spielen Eier mit anderen Männern. Andere, alles mögliche Kinder bis Erwachsene, Bro. Und ihr macht dort so Szenen, oder? Also ihr sind, du bist ja dort ein Teil einer Gang Im Milieu, Bro. im Milieu. Ja, normal. Das heisst ja die Gang. Es hat schon letztes Mal Telenovela gegeben, Dings, Bro. Ja. Leute sind gegangen von Familie, Bro. Es hat Shit. Beef gegeben und so, ja. Krass, auf jeden Fall, ihr nehmt es ernst, ich finde es geil. Ich bin Mhm. ja auch ein sehr begeisterter Gamer. Und ich Es find- wäre Forbes für dich, ganz Es ehrlich. geht, Bro, weil ich habe genug mit Schauspiel zu tun, den ganzen Tag. Schägst, Bruder. Das ganze Leben muss ich schon ein Maskant ziehen. Ich will nicht in einem Game. Mein Bruder, ich schiebe Filme den ganzen Tag, Bruder. Ich muss nicht in einem Game. Krass. Nein, aber ich bin ja immer noch hässlich auf dich wegen vielen Sachen. Ja. Unter anderem, dass du Cyberpunk gekauft hast Und immer noch. am Release-Tag, Bruder. Das Game von den Games. Ja. Du hast es nicht gamed. Immer noch verpackt. Aber Bro. Moment, ich bin noch nicht fertig. Okay. Last of Us 2. Fair. Game von Gib den ich Games, dazu, Bruder. Ja. Gib ich dir recht, ja. Nicht gamed. Red Dead Redemption 2. Hier und da mal immer am Ansuchen. Hier und da mal am Ansuchen. Bruder, es sind 10 Jahre her. Ja. Ja. Bro, ich habe Phase, wo es mich packt, dann game ich 3-4 Tage, dann nimmst du mich wieder. Aber das. Und du bist trotzdem immer wieder am Reingehen in das FIFA einfach. FIFA ist einfach meine Konstante. Und dann hast du kurz einen Absprung gehabt in Minecraft. Ja. Und jetzt Wo ist das, einfach ich hängen lassen worden bin von Meros.
Scheiße, Mann, Eros, was macht Eros momentan? Zu meinem Pech ist er genau zu der Zeit Single geworden. Ja, der Eros hat anders zu. Er hat andere... andere Baustellen, checkst du, wegen Minecraft-Baustellen. Er wird andere Sachen aufbauen, checkst du? Aha. Ja, fucker. Verstehst Ich verstand es sehr gut, verstehst du auch? Ich verstehe es absolut. Krass. Ich habe zwar mit ihm gamed, Mhm. ich habe gamed und ihm angerufen und gesagt, hey, ich habe den Scheiß aufgestellt in der Hoffnung, dass du halt auch mitmachst, weil du kannst dabei. Aber ich habe angefangen mit dem Leben, dass ich am Game bin auf Minecraft und am Telefonieren bin mit ihm gleichzeitig. Ja. Und er gibt mir Update, so was bei ihm läuft, wie es bei ihm läuft, was passiert ist und was passieren wird vielleicht. Und ich bin am Burg bauen nebenbei. Am Burg bauen, ja. Voll, und jetzt ist das neueste Ding, dass ihr da eben so Rollenspiel macht. Und das ist das Krasse, also das ist ja das Phänomen, was mit GTA Online passiert ist, oder mit einem eigenen Server, das ist wirklich das Phänomen. Und für mich ist immer noch das Lustigste, dass es ja Menschen gibt, die zum Beispiel sich entscheiden. Oh, jetzt kommt, ich weiß genau, was kommt, ja, sag. Sich entscheiden, so, im echten Leben, ich bin ein Nichts. Yeah. Ich bin ein Stück Dreck, vermutlich. Ja. Yeah. Ich habe noch die Möglichkeit, in ein Spiel hineingehen und sein, wer ich will. Mhm. Wie wär's, wenn ich ein dummer Nottensohn bin und ein Polizist spiele? Ich versteh's nicht, Bruder. Bro, look, es hat viele Aspekte. Von mir aus wird Bäcker, Bruder. Bro, look, das Ding ist, in dieser Welt läuft auch nicht ohne Cash. Mhm. So, du kommst in die Welt und sehr wahrscheinlich wirst du gemobbt. Ja. Du kommst da, Bro, und wenn es für dich komplett neu ist, hört die Welt, Bro. Red mit niemandem, vertrau niemandem. Vor allem nicht also eine sogenannte ISO. Der zieht seine eigenen Brüder ab und Schwestern. Krass, er sieht das so aus. Oder? Ja, sieht genau so aus. Klatsche, oder? Ja, aber auf jeden Fall, scheiß mal auf das, Leute mit das arbeiten, weißt du, irgendwann musst du halt Geld. Und entweder sagst du zu den Mafia-Familien, darf ich bei euch arbeiten oder darf ich bei euch aufgenommen werden und sagst, entweder wir sind voll oder du bist ein Spaß. Oder du kannst halt einen ehrlichen Job machen, wo auch Geld gibt. Das gibt's auch. Ja. Und zum Beispiel? Polizist, Mediziner. Aha. Das wär's. Eben Sanitäter meinst du? Ja, genau, Sanitäter, Polizist. Du kannst auch, sorry, es gibt sehr viel, Bro. Ich habe irgendeinen Scheiß gekriegt und der Bild schreibt mir, Bro, es hat das und das. Ich bin jetzt einfach auf Baustelle arbeiten. Aber Bro, da ist jetzt, also, du bist, ich sage jetzt mal, du gehst arbeiten. Normal, in deinem echten Leben. Ja. Und dann findest du, boah, jetzt habe ich voll Lust, ein bisschen Dampf ablassen und go gamen. Ja. Und nachher gamest und schaffst dort. Und musst 8 Stunden lang dort putzen. Es tönt halt wie so, als wäre es etwas Simples, aber wenn du zum Beispiel Polizist bist und du gehst arbeiten gehst, du kommst passives Geld über. Also du kommst alle 20 Minuten passiv Einkommen über. Und dann musst nicht du wieso go arbeiten, sondern du kommst ein Dings über, ein Dispatch, ein Hausüberfall, ein Banküberfall. So quasi Piqué. Ja genau, und dann gehst du hin, dann sind andere Leute ausspielen, dann machst du mit einer Szene, machst du mit einer Roleplay halt. Und damit das funktioniert, jetzt komme ich zum Spannenden. Ja. Damit das funktioniert, ist voll herzig. Wirklich voll herzig. Müssen die alle so tun, als wären die Regeln da, obwohl sie nicht da sind. Ja. Zum Beispiel, was gibt es für Regeln? Also, nochmal. Es gibt 4 Regeln, Bro. Also, nochmal, das muss checken. Also, das ist ein Spiel, wie halt, wo man einen Charakter erstellt. Ich weiß nicht, du jetzt so, als würdest niemand wissen, was GTA ist. Und du läufst in der echten Welt rum. Ja. Und die Entwickler haben das Spiel ja eigentlich gemacht mit den Regeln, die es gibt. Halt, wenn du stirbst, wirst du wieder. Ja, genau. Und ihr habt jetzt, unter anderem habt jetzt euer eigenes Spiel daraus gemacht. Im Sinn von, indem ihr halt Regeln erfindet. Oder ein Rollenspiel macht. So. Wie meinst du? Ja, zum Beispiel, wenn du stirbst. Was passiert, wenn du stirbst? Weißt du nicht mehr, was vorher passiert ist? Also du musst auch so tun, als würdest du nicht wissen, offiziell, also es geht mehr darum, es ist mehr vor allem gedacht für Fälle, wo es zum Beispiel vorher Szenen gegeben hat, wo könnten auf irgendeine Art und Weise problematisch sein. Also problematisch im Sinne von, du hast vielleicht mit der Person gefightet, du hast gestritten, du hast diskutiert und dann ist es eskaliert und du bist umgebracht worden und dann stehst du auf im Spital und gehst wieder an den gleichen Ort und machst weiter, wo du aufgehört hast. Darfst eigentlich nicht. Du bist tot. Du darfst nicht hässlich sein darauf, dass es passiert ist und dann wieso, ich kann jetzt auch mal ficken jetzt. Ja, weil du weißt nicht, wer dich umgebracht hat. Eigentlich, ja. Du weißt nicht, was passiert ist. Ja, genau. Es geht mehr darum, dass du nicht unendlich lang kannst Szenen in die Länge ziehen, weißt du?
Dass du, wenn du von jemandem kassierst, hässlich wirst, sagst jetzt gebe ich dem zurück. Und was passiert jetzt, wenn du es trotzdem machst? Wenn die andere Person das meldet und sagt, ey, er ist einfach zu mir gekommen, nochmal, er hat gesagt, hey, weg vor uns, so da. So quasi jetzt Ja. kannst, ne? Du musst eigentlich, jeden Kill, den du machst, musst du eigentlich klippen. Aha, also aufnehmen heisst das. Ja, genau. Du musst immer, wenn du jemanden umbringst, musst du es aufnehmen. Weil du weißt ja nie, wenn das Gegenüber findet, dass etwas Unfaires passiert ist, dass es melden geht und dann landest du in einem Gespräch. Sagen, Also das ist euer Wahr eigentlich. genau, dann sagt einer so, hey, look, der vorher gesagt, du bist schon gestorben, hat dich umgebracht, und dann bist du nach 5 Minuten wiedergekommen und hast gesagt, ja, du hast mich vorher umgebracht, ich gebe jetzt wieder auch und hätte zurück. Aha. Stimmt das? Nachher sagt er, nein, Bro, schau das Video, ich bin gestorben und ich bin dort zufällig vorbeigefahren. Dann hat er eine neue Szene gestartet, er sagt, hey, du im blauen Auto, komm mal schon wieder raus. Oder komm mal raus, so. Und dann fängt eine neue Szene an. Krass, okay. Es geht mehr darum, dass du einfach nicht kannst. Bro, es gibt sehr viele Leute, ich sehe mich auch dazu, ist auch schon ein paar Mal passiert. Sachen, die dort passieren, macht richtig hässlich. Ja. Es gibt Leute, es ist schon passiert, es gibt Leute, die das so persönlich genommen haben, die anfangen, dass sie dem anderen auch persönlich nehmen. Viele Leute sind doch nicht zu Genau, und das darf nicht passieren. Du darfst unter dem Strich darfst du nicht vergessen, egal was passiert, das passiert mit dem Gaming-Charakter. Und wenn du halt zum Beispiel zu eine feste persönliche Bindung zum Gaming-Charakter hast, indem du ihm auch zum Beispiel so nennst, wie du heisst, oder ihm gewisse Sachen gibst, die du selber auch hast, zum Beispiel deine Herkunft, deine Art, wie du redest und so weiter, dann hat es auch einen Bezug zu dir. Und wenn es dann dich anfängt zu nerven, Ja, klar. dann ist es nicht ein Zeichen von Schwäche, sondern einfach wie so, hast du das Prinzip nicht ganz verstanden. Ja. Und du bist ein Charakter. Ja, genau. Und hast du einen Dialekt und so auch? Oder? Nein, ich bin einfach reingegangen und ich habe nur wegen dem Namen geschaut. Und dann ich bin so rein, ich so, ja, es läuft und so. Ah, du spielst dich selber ein, oder nicht? Ja, einfach, dass mein Vorname nicht Zero ist, sondern dass es mein Nachname ist. Mein Nachname ist Zero und mein Vorname ist Ochse. Ochse Zero? Ja. Krass. Ich gehe nicht hin, wenn er sagt, wieso Ochse, ich knock ihn gerade. Ja. Sag ich, jetzt weißt du, ne? Hast du mal gefickt? Nein, noch nie. Also, Was tust du, als hast du noch nie gegamed, Alter? ja, nein, Bro, aber ich Der weiss andere schon. ist schon da, ja, du gamest, ein Kind, Bro, du hast auch Game. Was Kind? Ich sag nicht Kind. Ich sag, hast du mal in dem Game gefickt, als Charakter? Aha. Ja, weiss doch nicht. Ja, aber es gibt im Fall so, eben Ja. so deutsche Server mit so full mit Streamer, habe ich auch erfahren, da gibt's alles, Bro. Ja. Die machen dort alles. Da gibt es sogar einen Türk, der so ein Nazi-Ösi spielt. Alter, krass. Lass dich kaputt, Bro. Es ist so richtig so. Ganz, ganz Ding. Eben, es ist. Also, ich sage jetzt mal, was ich so im Kopf habe. Ich finde es brutal geil, dass es so etwas in der Schweiz gibt. Und ich finde, dass aus dem kannst du eigentlich richtig guten Streaming-Content machen. Wieso machst du nicht? Du hast mein Zimmer noch nicht gesehen. Aha. Also mein Zimmer. Ja, ja. Mein Nein, nicht respektlos. Es ist ein guter Zimmer, Bro. Es ist ein Ja, guter ja. Zimmer. Ich muss einfach Gaming, ich muss einfach Streaming-Komfort machen. Irgendwie muss ich mit meinem Bett dribbeln oder so. Ja, ja, Wenn ich meinen Cam einschalte, du siehst alles, Bro. Ja, ja, ja. Apropos Streamer, es gibt ja den einen grossen Streamer von der Schweiz, den Mechor. Ah, aha. Wer hast du gemeint? Ich habe dann jetzt wieso der eine große Streamer. Ich habe gedacht, manche im Allgemeinen, aber Aha. ja. Also ich glaube, der würde man als größeren Streamer Ja, betrachten, oder? Schweizerdeutscher Content gibt es, glaube ich, nicht viele Leute, oder ich habe einfach nicht viel mitbekommen, aber er ist einer, der sicher am Ball ist seit Jahren. Oder seit Voll längerem, dran. ja. Der streamt ja auch in seinem eigenen Schlafzimmer. Wahrscheinlich, ja. Ich habe mal nur so gesehen. So. Und das check ich Ui. eben nicht ganz. Wo ist offen? Gute Frage, ich weiß nicht, wo ist die linke Seite? Okay, geil. Auf jeden Fall, bei dem check ich es nicht ganz. Ist es nicht unchillig im eigenen Schlafzimmer streamen? Das kommt voll drauf an, man. Als ich zum Beispiel in der WG in meinem Zimmer gestreamt habe, ich habe genau geschaut, dass das, was im Bild gesehen ist, Ja. nicht ist, was mich nervt. Ja, ja, ja. So, wenn zum Beispiel mein Bett drauf ist, ist es mich schon genervt. Mhm. Check ich voll. Ich weiß immer, wieso nachher einfach so, wenn ich gesehen habe, dass eine Ecke von meinem Bett drauf ist, dann einfach irgend so ein Tuch drüber da. Ah, krass. Irgendetwas. Ich weiß immer wieso. Aber also eigentlich ist es schon sinnvoll, wie er es macht, weil er ist schon nicht nur, also er ist kein Gaming-Streamer. Voll, er streamt ja alles, gell? Ja, genau. Ich habe sogar gesehen, er hat mal irgendeinen eingeladen, der dort mit ihm so. Voll, er hat singt halt regelmäßig Leute und Ja. er macht halt Unterhaltungsstream. Also Voll. bei ihm ist nicht primär so, er kann skillen beim Game oder er ist unterhaltsam im Game, sondern er ist selber unterhaltsam und dann ruft er Leute. Und dann ist halt gut, weißt du, also halt wie so, schon von Anfang an Setting hast, wie so, schau, mein grosser Raum. Nachher haben wir Leute vorbei hocken und so und dann ist immer noch entspannt, weißt du. Und dann, wenn die Leute da sind, ich glaube, dann merkst du nicht mal, dass du in einem Schlafzimmer quasi bist. Feierst du ihn? Ey, es gibt Sachen, die ich ganz geil finde von ihm. Aber etwas, das ist einfach mein persönliches Ding. Das ist vielleicht auch, weil ich älter bin, was haben wir keinen, Alter. Die Sprache, Bro. Ich komme nicht mit der, ich komme mit der Sprache einfach nicht klar. Type shit.
Wie macht er immer? Type-C. Bro, er war letztens mit dem Live in da gewesen. Ja, voll. Und das muss ich mal geben, Bro. Der Typ entertained. Ja, er ist da gewesen, der Live muss rappen immer eins. Er hat nein gesagt, obwohl ich wusste, er ist Chöp. Ja. Er rappt, die Typen so, Bro, Chöp, Bro, lass sie und so. Er war auch weiter, ihm Er ist schon wild. Ja. Ich glaube, ich fand ihn richtig cool. Ja. Ich habe ihn ja noch nie, glaube echt gesehen oder Ja. so. Ich fand ihn, glaube richtig cool. Das ist jetzt auch meine Message an dich, wenn du das hörst, wenn dir das irgendwelche Leute schicken. Ich glaube, du bist richtig cool. Aber ich flehe dich an. Mein Bruder, ich flehe dich an. Hör auf den Knopf spammen die ganze Zeit, Bruder. Welcher Knopf? Der Tutum. Weißt du welchen? Ah, der Tum. Ja, er macht die ganze Zeit. Ja. Lüge. Ja. Und völlig laut. Völlig laut. Ja. Bro, bitte hör auf mit dem. Wenn du aufhörst mit dem Knopf so spammen, ich schwöre, wir laden sich hier, Bruder, hock an meinen Platz. Nein, weißt du, was machen wir? Was? Gute Idee. Ich habe eine gute Idee. Ein Knopf widmen wir am Mechor und er darf entscheiden, was auf dem Knopf kommt. Ich schwöre, hör auf Wir mit sagen dem. nichts. Sag in deinem Stream, ey Jungs, ich habe es gehört, irgendwie, ich tue den Knopf anpassen, ich mache ein bisschen weniger laut, ich höre auf ihn spammen die ganze Zeit. Du darfst den Knopf entscheiden. Ich schwöre. Gute Idee. Irgendeine 14 rein, Bro, nachher mit drucken, dass man gehört, so, folgen wir auf Mechor, auf Insta, auf Twitch. So, 3 Sekunden Knopf. Type-C. Hey, nein. Ich finde es, ich habe letztens auch mit ein paar anderen Kollegen geredet, ich finde es geil, dass es langsam ein bisschen mehr Content Creator gibt in der Schweiz. Bei dem Mechor ist auch noch krass. Es gibt auch andere Leute, die seine Clips aufladen. Ja, eben. Das glaube ich schon. Er hat eine Community, Bro. Er hat schon Community. Er hat eine Community, die schneidet seine Videos, die klippen, die tut das auf TikTok hochladen. Klar, Type-C. Er hat sicher einen TikTok-Account, wo seine Edits hochladen und so, weil eben er lädt, Bro, wenn ein Stream 4 Stunden geht, du kannst garantiert sicher irgendetwas Dummes lädt er sicher raus. Ja. Oder irgendetwas so Kontroverses oder irgendetwas Lustiges oder Type-C. Ja. Voll. Sonst 10 von 10. Also ich folge ihm schon recht lang. Und er macht, glaube ich, wirklich cooles Zeugs. Ja. Er ist ein lustiger, Bro. Bro, er ist ein lustiger, Bro. Look, du sagst ja immer wieder zum Beispiel, du sagst, Bro, gewisse Leute fangen an Film schieben, schon ab 2 Videos, die gut umgegangen sind. Yeah. So, die fangen, weißt du, aufs Mal sind sie voll so, okay, ich habe erreicht. Ja, ich bin jemand jetzt. Ja. Bro, geh auf sein Insta bitte, ich muss lachen, Bro. Ich habe Handy nicht. Es ist kein Hate, Bro. Es ist einfach, ich fühle dich, Bro. Er ist voll hinter sich, Bro. Ich habe Handy nicht. Bro, es ist so, wie soll ich sagen, es gibt so wie, er ist so dort, Bro, und es hat so, wie so auf einer Bühne quasi, oder nein, wie so im Theater, er hockt so auf den Sitz, genau, und unten ist die Bühne quasi, aber einfach Theatersitz so. Ja. Und er hat so ein Buch, einmal hat er so ein Buch vom Foto, Ja, Frank. einmal hat er ein Glas Wein, weißt du? Ja, Frank. Er hat einfach den Prime schnell gerade durchgezogen, Schon, weißt du? ja. Ja, da hat er so ein guter, so, mir geht's Kische gut, weißt du, so, Aha. ich lebe so. Ja, nicht fikisch. Ja, genau. Ja. Und ich bin dort gewesen, Bro, und ich so, der Cousin, jetzt stell dir mal vor, so, ich sag, Bro, machen wir ein Shooting, ich brauche 4-5 Fotos für mein Insta, gehen wir in die Arena schnell, ich habe ein bisschen Wein dabei, ein Glas, noch ein Buch und so, machst du 4-5 Fotos, Kiste, weißt du, es läuft. Ich zeig dir nachher schnell, Bro. Also. Bro, und jetzt ist so die Frage, sind wir zu wenig am Eier spielen? Wir zwei? Ja, oder sind die anderen einfach immer am Übertrieben so? Ich glaube... Ist das nicht Mechor? Einfach allgemein, Ja. das sagt man immer wieder, Alter, Leute mit... Jetzt geht nicht Mechor, es geht mehr so darum, so Content Creator ab so, keine Ahnung, man, 10.000 Follower und so und 2 Videos. Du schreibst dann, du hast das Gefühl, keine Ahnung, du erreichst besser J-Lo, Bro. Ja. Die schreibt ja zurück, Bro. Ja. Du hast auch mal einer geschrieben, so ganz normal, so freundlich. Voll, Mann. Du siehst, wo interessante Geschichte hast und so kannst du mal einen Podcast kommen und so. Gelesen. Ja, schon gut, Bro, das muss auch nicht jeder. Wir haben auch viele Leute auf die Schon lesen gut. lassen. Also weißt du, Ja, fix. ich sage, was du hast. Ja. Nein, wieso sage ich jetzt also? Es hat nicht mit Arroganz zu tun. Ja. Aber es ist mehr so, weißt du, was ich meine? So, Ja, ich es check gibt dir, schnell was Leute, die auf irgendeinen Film schieben. Hey, ich glaube im Fall, ehrlich gesagt, wir zwei können auf Social Media das ganze Zeug schon ein bisschen krasser aufblasen. Also weißt du, so unsere Fernseh... Also natürlich, wir posten, wir machen Sachen, aber wir können dort ja schon jeder Event einen Fotograf mitnehmen und irgendwie schreiben, keine Ahnung, Bro, wir sind die Ersten, die das haben, wir sind eingeladen worden. Also weißt du, ich meine, es gibt ja auch 100'000 Influencer. Ich rede mit Wand jetzt. Hey, was läuft Wand? Sorry. Immer wenn so SMS kommt, Bro, ich komme nie SMS über. Ja. Kommst du SMS über? Ja, schon, ja. Ich komme nie SMS über. Ich muss ganz checken, wieso schickst du mir SMS? Und was steht drin? Nicht, Mann. Ja, leg sein Handy weg, Bro, wir müssen am Reden. Alter. WhatsApp noch schreiben, wo gehst du?
Was will ich sagen? Sorry. Eben, wir könnten mehr Szenen schieben auf Insta. Wir könnten schon mehr Szenen schieben und an jedem Event irgendwie etwas mit. Das Problem ist aber auch, es gibt so viele Influencerinnen, die einfach für eine Einladung, damit sie eingeladen worden sind, an Events gehen und das Zeugs promoten. Ja, Keine Ahnung, weißt du. Voll so, keine Ahnung, Bro. Irgendeine Marke sagt ihnen, komm an unser Event, wir zahlen dir den Zugbillett dort an. Und du darfst da schlafen und dafür darfst du die Insta posten, dass du ein Influencer bist. Ja. So Sachen machen wir ja nicht, Bro. Und darum, das ist, glaube ich, der Unterschied. Voll. Das glaube ich auch easy. Aber ja, man, ich weiß nicht, so, wenn ihr irgendetwas gerne macht, kein Typ, das gerne kochen ist, gerne Gym, gerne Comedy, was auch immer, macht einfach Content. Ich habe das Gefühl, die Schweiz braucht noch viel mehr Content Creators. Die Schweiz ist einfach auch voller Hater, Bro. Einer macht Content, wie er kocht, hat 30 Follower, das erste, was Leute sagen, ist, schau, dann macht das an, was denkst du, du bist, Bro. Gordon Ramsay jetzt. Gordon Ramsay, du löst den Scheiß-Account. Löst den Scheiß-Account, der Opfer mit 30 Follower. Weißt du, was ich meine? Und nachher, wenn er seine 3000, 4000 hat, Videos gehen nachher heisst, ja, Bro, du bist schon geil. Ja, wow, krank und so, schick mal ein Rezept und so. Ja, weißt du, was ich meine? So, wir sind schon auch Haters, Bro. Schweiz ist schon ein Haterland, man. Ja. Ich sehe ja immer wieder bei der Cisa und so. Ja. Bro, Cisa, wo sie ein bisschen fester war, hat sie Hate bekommen, jetzt wo sie eigentlich abgehört. Also, das ist auch wieder das Frauending, Bro. Frauen, ja, bei Frauen ist noch etwas anderes. Ja, egal wie sie aussehen. Also weißt du, sie nimmt ab, Bro, sie wird catered. Sie ist ein bisschen fester als der Durchschnitt, sie wird catered, Bruder. Ja. Egal, Bro. Es ist, also ich bin und meistens die Leute, die ja jetzt so vor allem so oberflächlich haten, wo nicht mal so konstruktives. Weißt du, Bro, ich sage dir ganz ehrlich, wenn es einen Hate gibt, wo konstruktiv ist, berechtigt, und dann bist du heißig drauf und da schon Hate raus, kann man darüber reden. Aber wenn es einfach Hate ist, wer bist du zum Beispiel zum Definieren, wer hat welchen Mehrwert bei wem? Zum Beispiel, oder? Wenn, ich habe letztes Mal auch diskutiert mit jemandem, wenn jemand etwas macht und auf Social Media postet und es ist absolut nicht dies, es ist überhaupt nicht dies, oder sogar du findest, what the fuck. I'm looking at you, Stefan Büsser. Aber ja. Ja, das ist, du schaust und sagst, what the fuck. Du hast zwei Optionen. Entweder du sagst, Alter, ich habe das nie mehr gesehen. Zweimal musst du etwas drücken. Einmal, zweimal. Nachher gefällt mir nicht, möchte nicht mehr sehen. Oder es hat dich so fest genervt, dass der Mensch etwas macht, was dich nicht mal kennt, dass du dir jetzt von deinem Leben 5 Minuten nimmst, vielleicht auch mehr, zum Schreiben, was jetzt genau dich so nervt. Oder zum Daseinsberechtigung aberkennen von dem Mensch. Ich verstehe Hate auch nicht. Also wir haben ja erstaunlich wenig Hate abbekommen in unserer Zeit. Ja. So. Ja. Aber ich bin froh, weil ich weiß nicht, wie gut ich klargekommen wäre. Wenn wir jetzt übermäßig Hate bekommen hätten. Hey, Lustig ist es, wenn irgendwelche Leute Podcasts starten, kommentieren Leute. Meine kurz und bündig, Alter, lösch. Sorry. Bro, ich glaube, es wird wahrscheinlich rauskommen wie bei den meisten. So ziemlich von jedem haben wir das Gleiche gehört. Alle haben gesagt, Bro, ganz am Anfang, ich habe jedem gesagt, send Location. Yeah. Send Location. Irgendwann habe ich gemerkt, Alter, es lohnt sich so nicht. Vor allem, wenn du die Leute treibst, du lässt dich kaputt. Ja, ja. Was für Opfer einmal das. Es fängt dir an leid zu. Ja, ja, ich schwöre, ein paar Leute, ja, ja. Es fängt dir an leid zu, dass du überhaupt so, ganz ehrlich, in den meisten Fällen es tut dir leid, dass du der Mensch jetzt wieder alles ficken. Oder drohen oder so. Ich bin schon zweimal. Und dann bist du dort, und dann nachher bist du dort und noch fühlst du dich schlecht, sagst, ich gehe wieder zurück mit dem Kaffee, sag, tut mir leid. Alter Mann, hätte ich gewusst, dass es so ist, ich hätte nicht einmal, ich kriege, ja, hey, doch, komm, scheißegal, man, das ist glücklich gemacht, Alter. Oder auch Leute, die ich gehatet habe, wo ich denke im Nachhinein, schade, Mann, wirklich schade. Ja, scheißegal, Alter. Bro, look, ich sage mal so, Leute, die echt das Problem haben oder haten wollen, send Location, sag, wo du bist, sag, scheißegal, oder ich sag, wo ich bin, kein Problem, oder wo du ist. Ist gar kein Thema, Bro. Absolut kein Ding. Wenn dich irgendetwas stört oder dich irgendetwas hässlich macht, schreib, wir treffen uns, wir reden unter 4 Augen und dann, ja. Aber das finde ich noch ein geiler Ansatz. Gibt es einen Streamer, wo du, oder irgendeinen Entertainer oder irgendeinen Influencer von mir aus, wo du denkst, wenn ich ihn sehe, ich pick ihm alles, was er hat. Also wirklich so, er regt mich so auf. Und nachher hast du irgendetwas passiert, irgendetwas gesehen von ihm, oder hast du ihn echt und denkt, eigentlich arme sich, Alter.
Tut mir leid. Ich habe einen, so, wo es mir leid tut, dass ich ihn so hasse. Okay, also bei mir ist es so... Bro, du kennst mich, ich kann nicht... Ich bin schon schnell hässlich und hate und so, aber Hass braucht viel. Genau, aber ich meine, wo du denkst, so, du Opfer und was weiß ich, und nachher siehst du ihn, man kann nachher siehst seine Story oder er erzählt, du siehst ihn, er ist ein netter Sieg, Bro. Ey, look, einmal ist etwas passiert, Ja. wo aber nicht kein öffentlich, also Ja. ist keine Person des öffentlichen Lebens, ist keine Person, die irgendetwas macht. Also einfach in der Vorgeschichte kam mit jemandem so und ich habe die Person gesehen und dann habe ich schon vergewissert, ist die Person und dann gesagt, muss ich unter 4 Augen. Und dann habe ich ihm schon klar gemacht, dass das, was passiert ist, wenn einmal passiert, gibt es gestörte Konsequenzen. Wer? Ich sag dir nachher. Ja, also, aber sag nachher. Ja. Habe ich gesagt, ich so, look, mir scheißegal, so, es gibt Konsequenzen. Einfach, dass du weißt. Und dann eben, ich weiß nicht noch, wie das Gespräch gelaufen ist, auf jeden Fall bin ich dann nachher heim. Ich habe mich schlecht gefühlt, man. Ja. Ja. Ich bin dort gewesen. Ich habe echt gedacht, wenigstens wehrt er sich oder so, man. Ja, wenigstens irgendetwas, so irgendetwas sagt er oder macht er. Nein, ich habe nicht gemacht. Ja. Irgendetwas hat er. Irgendetwas, weißt du, wenn ich kann sagen, okay, er hat sich wenigstens auch gewehrt oder irgendetwas gesagt. Nein, ich bin dort so, Alter, man. Schade. Wieso gehst du auf 12-Jährige? Nachher habe ich gedacht, soll ich zurückgehen und sagen, ey, du bist immer noch ein Muttersohn. Ja. Aber es tut mir leid, dass ich hätte fast alles ficken aber von so dir. Influencer, gibt es wo du denkst, so, was für ein Spaß. Nein, Bro, es gibt viele, die ich Spaß finden, Bro. Und nachher hast du gesehen, Ganz, und hast gedacht, eigentlich ist es nein, ich habe nie gedacht, wirklich so schlau, so ganz ehrlich jetzt. Ja. Aber es gibt viele, die ich Spaß finden, Bro. Das beste Beispiel, Bro, wo der Speed kam, ist die Schweiz letztes Jahr. Morgen, ich bin 2025, das Jahr ist er gekommen. 2025, Speed kommt in die Schweiz. Speed kommt in die Schweiz. Ja. Du hast Speed. Speed, iShow Speed. Ja. Kommt in die Schweiz. Speed kommt in die Schweiz. Bitte Speed, Mann. Ey, nein. Der Speed kommt in die Schweiz, Bro. Ja. Und ich weiß nicht, ob das abgemacht wurde, dass er der und der Content Creator trifft oder ob die sich einfach eingeschmuggelt haben. Aber wie heißt der, alter Mann? Maelo, du Peach. Du hast uns gefickt, Bruder. Du hast Schweiz gefickt, Bruder. Erzähl mal das Szene, die haben wir schon mal besprochen. Ey, Bruder. Bro, das vergesse ich nie mehr. Ja, das ist geil. Ey, das ist auch easy geschämt für das nachher. Bruder, ich bin aus dem Büro gegangen, ich so, nimm, Bruder, mach mich wieder aus Asylant, gib mir einfach, Bruder, schaff mich aus von mir aus. Schaff mich aus, Bro. Ich will da nicht mehr mitmachen. Staatenlos rum. Staatenlos, Bro, schick mich nach Deutschland, Alter. Ja. Schick mich zu den Kanalkarte. Ja. Ey, der iShow Speed ist ein sehr, sehr weltbekannter Streamer. Und er hat das Jahr, glaube ich, ja, das Jahr oder so, oder 3 oder letztes Jahr, auf jeden Fall hat er eine Europa-Tour gemacht. Er ist in jedes Land gegangen und hat gestopt und hat in jedem Land, glaube ich, 1-2 Tage verbracht. Und hat meistens immer auch so Sehenswürdigkeit angeschaut und Sachen im Land unternommen. Und dann ist er weiter. So. Und in der Regel hat er auch noch 1-2 Leute von diesem Land getroffen. Weißt du, so wirklich mit den Creators am Hängen und so. Ja. Bro, und nachher ist er in Bern. Nachher kommt der Mihailo. Mihailo. Und Mihailo mit dem Orgel. Ja. Kommt der Mihailo, Bro, mit Anzug. Er sagt, ich bin erstmal Präsident von der Schweiz. Schon nicht, wie es anfängt. Er so, hey, wer bist du? Er sagt, ich bin Präsident von der Schweiz. Ich sage, Bro, es kann nicht gut aussehen. Gott, das ist so unangenehm. Es ist so hat jemand seine Nummer jetzt live, wo da zurück und sie mal sagt, Bruder, brich ab, geh heim. Es ist so unangenehm. Geh heim, fick uns nicht. So, nachher so, ich bin der Präsident von der Schweiz. Der Speed so, okay, hey, Mr. President, nice to meet you. Weil er weiß, er schiebt in die Szene, macht er mal mit, mal schauen, was hinausgeht. Hey, Mr. President, nice to meet you, was läuft? Sagt er, hey, schau, ich gebe dir da etwas ganz Bekanntes. Schweizer Schoki, okay. Nachher sagt er, sorry, sagt der Speed, sorry, wie ist nochmal dein Name gewesen? Also, mein Name? So, jetzt bevor ich das sage, was er gesagt hat, ich fasse einmal zusammen. 2024, Bern, 25, Bern, Schweiz. Schweizer Content Creator, nicht ein No-Name. Trifft auf weltbekannte Content Creator, Streamer. Der Typ hat die Möglichkeit, zum zeigen, was Schweiz drauf hat. Zum zeigen, wer Schweiz ist und was Schweiz kann. Sag mal was, jetzt wieder Cut in Szene. Speed fragt, sorry, wie ist nochmal dein Name? Der Milo sagt, mein Name? Oh, my name is Dies. Und dann hat der Speed nachher der Speed, er so, sorry, was? Er hat trotzdem mitgemacht, weil du weißt nicht, was ich gedacht, okay, es gibt noch mehr als nur dies, das, ich mach mal mit.
Sagt er so, dies was? Nachher so, dies not, so fängt er an lachen, Bro. Und dort hätte er einfach den Stream beenden und sagen, okay, Schweiz ist schön, danke zusammen. Ey, nein, Fremdscham. Wirklich Fremdscham. Und er sagt auch, das ist so embarrassing gewesen, Bro, das ist so peinlich gewesen. Dann muss man da mal auf die Zeit nehmen und sagen, wie hast du das gemacht, Bruder? Wieso hast du das, was du hast die Möglichkeit gehabt, zum Schweiz zu zeigen, auf der ganzen Welt, was die Schweiz kann. In jedem verfickten Land war der Bastard gewesen, und in jedem Land hat es mindestens einen gehabt, der etwas kann. Die Aussprache hat sich ein bisschen verändert, Bruder, seit du mit Alawi hängst. Scheiß Kanake, Mann. Bro, du fängst an mit deine Aussprache, Bruder. Scheiße, Mann. Der dreckige Araber hängen. Mindestens. Bro, mit dem Araber Das hängen, hat sich Bro. wirklich ein bisschen verändert. Ja, scheiße, Bruder. mit dem Araber hängen, Bro. Mit dem Araber Mal mit hängen. mir ZRK nachher. Ich schwöre, Bro, einfach ist jetzt nicht gut hängen. Okay. Ja, ich muss ich so. Allah, wie er sagt, ich so, Bro, erstmal, Bro, mal Pronomen durchpasst. Ja. Und zweitens, red mit einem normalen Ton. Dass du so laut redest, hat einen Grund. Bruch Frag mal mal. deinen Vater. Okay. Man redet Bruch mal Pronomen. Okay, auf jeden Fall ist das passiert, Bro. Und dort, Aha. ich habe dir gerade geschrieben, ich so, Bro, was ich jetzt gerade gesehen habe, ich muss dir sagen, Bro, ich habe einen Clip, ich habe dir geschickt. Stimmt, Bro. Ist das, was wir drauf haben in der Schweiz? Alter, das war so peinlich gewesen. Können wir Bühne über, um so einen Job machen? Mhm. Der hat uns gefickt, Bruder. Der Meirot, Bruder, du hast uns genommen, hast auf uns gespuckt, hast auf uns geboxt, hast auf uns gekickt, Bruder, und dann hast du es ausgeschafft. Das ist wirklich schlimm. Auseinandergenommen, Bro. Das ist der einzige, wo ich jetzt letzte Zeit präsent habe. Sonst ich habe gar nicht mehr zu im Kopf, wo ich würde sagen, der macht mich, also, sag mal, du Namen, wo ich sage, der macht mich hässig, der finde ich okay. Aber sag mal, du hast dann du bist auf jemandem hinausgegangen. Ich? Ja, du bist auf jemandem hinausgegangen, wenn du so gefragt hast. Moi? Ja, also sag mal, wenn wirst du eins in der Drucke? Bruder, ich habe sehr lange gedacht, so, der eine Typ, man, der Praktikant. Der macht Mad Cash. Der macht Mad Cash, Bruder. Er macht da Wenn wirklich der sein Portemonnaie Behindert. aufmacht, wir machen uns Mund zu, Bro. Bro, der hat sogar seine Frau geholt und aus ihr sogar auch noch. Er ist der erste Schweizer, der geschafft hat, eine Thailänderin holen, ohne dass er muss Kinder hinter sich lassen und Frau betrügen. Er hat geschafft als Junge, Bruder. Bruder, er hat Nein, das geholt. Spaß, Bro. Tut mir leid. Shoutouts an Pascal oder so, keine Ahnung. Nein, Spaß. Aber Bro, seine Frau macht ja auch Bro, Content. eben, sie macht jetzt auch Sogar Content. sein Mitarbeiter macht Content, Mann. Der Praktikant vom Praktikant heißt er. Bro, Morgen, der hat das Imperium aufgebaut. Kannst du sagen, Bro. was du willst? aber weißt du, was mich einfach hässlich macht? Hm. Du weißt, was mich hässlich macht? Ja, die Art und Weise, wie er es macht. Die Art und Weise, wie er redet, Bruder. Er oder Steve Merson? Oh, das ist eine gute Frage, Bro. Ja. Das ist eine gute Frage, Bro. Ganz klar, er. Der Praktikant. Das Ding ist eben das. Ich gehe ja immer noch davon aus, dass der Steve Merson. Okay. Ja. Aber beim Praktikant ist eben so, er weiß ganz genau, was er macht. Ich sage, Weil, was ja mich aufregt, Bruder, wieso sind wir eigentlich so viel am Streamer haten heute? Und du hast am mit Stream haten? angefangen, Bro. Ja, okay. Ich hätte ein paar allgemeine Fragen Gut, gehabt, wir aber ich können mache nachher, ja, kein Stress. Was mich auf Stress ist die Art und Weise, wie er redet. Ja. Sie Moderatoren Deutsch. Der Schokofee hat es gut gemacht, der hat der Steve Merson gut gemacht. Ja, Der stimmt. Ton ist gut gewesen, Ja, ja. 5,8 von 8. Ja, ja. Aber wie macht er wie macht der Praktikant? Ich gehe heute. Nein, ich kann Wir nicht. sind heute an Ja. Wir sind in der kleinsten Eisenbahn von der Schweiz. So, Bro. Ja, voll. Und ich finde einfach, wieso? Also, muss ich in die Logopädie, oder? Ja, aber ich habe angefangen heute, aber jetzt andere Frage. Andere Frage. Aber ich meine, Zwischenfrage. Er kann ja reden, Bruder! Absolut, Zwischenfrage. Ja. Er ist jetzt vor einer kleinen Eisenbahn, wie es gesagt hat. Also, heute sind wir jetzt noch vor der kleinsten Eisenbahn von der Schweiz. Ich bin zusammen mit meiner Frau da. Wir sind eingeladen worden, machen heute einen schönen Tag. Bitte begleitet uns mit. Morgen, du drückst gerade weg. Du drückst Ja. gerade weg. Okay. Du drückst gerade weg. Okay. Was macht er? Sorry, mal mit ins Fenster offen. Ja, es tut mir mega leid, wir haben es wahrscheinlich vergessen. Egal, ja. Ich verstehe, dass Bro, es Sinn macht. Ich verstehe, Firmen, die aufgehen, die haben das Marketingbudget und die überlegen, Social Media, dies und das oder Praktikant. Bro, der Praktikant, sag dir ganz ehrlich. Mhm. Wenn du No-Name bist Mhm. oder deine Brand am Aufbauen bist, und das ist nicht so eine, ich will krank seriöse Brand, sondern wie so ein Resti, erleben, unternehmen, was auch immer, wandern, alles Mögliche. Mhm. Du machst eine Werbung beim Praktikant, eine Platzierung und da erreichst du gute Leute. Ey, Bro, willst du für ihn anfangen Werbung verkaufen? Nein, aber Nach ich Codemomente? sage, man kann ihn haten, wie man will. Eben, Er macht Geld. eben, Bruder. Und das sage ich ja. Zu dem Punkt komme ich ja. Ja. Einfach die Art und Weise, wie er redet, macht mich hässlich. Und er macht das, Bro. Er macht das ja, damit er Klicks bekommt.
Oder er macht das, damit die Leute wissen, das ist der Praktikant, wenn er so redet. Wiedererkennungswert, auch, ja. Sicher. Wiedererkennungswert. Und ich habe letztens irgendeinen Podcast von ihm gesehen oder so, irgendwo ist er zu Gast gewesen. Und hat ein bisschen erzählt, Bruder. Und dann hat es ein... Was? Ich muss gerade lachen. Weil er hat sich seine Story erzählt, Bruder, und ich habe noch ein bisschen reingelassen. Und er hat eigentlich wie ein netter Mensch gewirkt, Bruder. Er ist auch wahrscheinlich ganz chillig. Aber dann sage ich, der Hass von mir ist so unreflektiert und so gemein eigentlich. Und er wäre, glaube ich, so ein Mensch, wo ich würde sagen, ich ihn sehe, würde ich sagen, ey, ich feiere deinen Scheiß nicht, aber mach dein Ding. Ja. Er hat ja... Sorry. Auf jeden Fall hat er einen Clip gemacht, dort, also einen Ausschnitt habe ich gesehen, wo er so sagt, wo er über Heiraten redet und halt, dass er seine Freundin kennengelernt hat, oder Frau jetzt, sorry. Und dass er das bei seinen Eltern hat müssen wieso rechtfertigen oder warten, bis sie akzeptiert. Dass sie akzeptiert wird? Ja, genau. Ah, krass. Also im Sinn von ja... Dass sie keine Schweizerin ist quasi. Ich weiß nicht genau, was es war, aber auf jeden Fall sind eher jung, glaube ich, die sie geheiratet haben. Okay. Und einfach, er hat es rechtfertigen, dass er jetzt jemand von einem anderen Land heiratet. Ja. So. Und nachher sagt er in dem Video, weißt du, ich hatte Entscheidung gehabt. Entweder jeden Tag ein Chaya. Wow. Also irgendwie so. Ich habe einfach gesagt, Scheiße, Mann. Der ist einmal Memo-Kebab gewesen, Bruder. Der hat das Wort aufgegriffen dort und die haben nicht gefickt, Alter. Bruder. Scheiße, Also ich habe gesagt, jeden Tag ein Chaya. Und er hat gesagt, ja, irgendwann musst du dich entscheiden. jeden Tag ficken oder jeden Tag? Wirklich, er hat gesagt, Chaya. Also, entweder hast du eine Freundin oder eine Frau, weißt du, die heimkommt, die hinter dir steht und dich liebt. Oder einfach jeden Tag ein Chaya. Und dein Blick ist so geil. Alter, Mann. Hey, ja, Bro, das habe ich einfach gekillt, Alter. Ich habe so gedacht, wieso, Bro? Wieso sagst du das? Wieso willst du so? Bro, es... Ey, look. Also, du bist ja viel mehr in dieser TikTok-Lore drin. Du kennst ja all die Characters, die ich auch nicht kenne und die ich nicht weiss. Oh, ich hätte es bei dir gesagt, aber es hat eine Zeit gegeben, Bro, wo Leute auf TikTok einfach, Bruder, schamlos alles gezeigt haben. Also ich meine nicht intim, sondern wie so schamlos Beziehungsende, Beziehungskrisen, Betrüge, Schlägerei, Drogenkonsum, Drogenmissbrauch, Anjumperei, Bruder, alles. Du hast alles auf TikTok gesehen, Bro. Du hast gar kein SRF-Abo mehr gebraucht. Erklär mir mal den Typ, der Ex-SRF-Moderator. Weißt du noch, früher hat es doch die Dinger gehabt, die am Boden gekommen sind, die Aliens. Ja. Einer von diesen Moderatoren ist ein TikTok. Ja, der ist G-Man. Ah, was macht der? Oder der ist das eine Marke, ich weiß nicht. Bro, er ist auf TikTok unterwegs. Ich sehe einfach, jedes Wochenende, irgendwo, hat er das Goal aufgestellt, Bro. Und hier schießt Goals und er verteilt Angel Drinks, glaube ich. Was macht er? Angel Drinks. Ich habe keine Ahnung, Bro. Bro, ich habe keine Ahnung. Er gibt irgendwelche Dosen mit Getränk, Bro. Also ist er... Er ist Ambassador von irgendeiner Marke wahrscheinlich. Ah, okay. Aber... Ist er ein cooler Typ, oder? Aber ich weiß halt nicht, was seine Person macht. Ich weiß nicht, ob es Vlogs sind. Ich weiß nicht, ob er Ambassador ist von der Marke. Weißt du, einfach, machst du im Stream von Mechor. Ja. Einfach Sidequest, er Span töten. Mal geht er am Wochenende beim FC Schaffhausen, bei ihrem Stadion, macht er so ein Turnier mit Kindern und sagt, da Engineering. Auch schon herzig, nicht? Ja, safe, aber ich weiß nicht, was ist der Hauptcontent von ihm. Er ist auch Bro. Was macht er? Ja. Ich weiß nicht, was er macht. Macht er TikToks? Oder? Ja, ich weiß nicht. Er ist auch kein Streamer. Er ist auch kein TikTok-Lifer, Bro. Weißt du, was er macht? Macht er TikTok live? Nein, Bro. Ich glaube, er weigert sich so. Dadurch gab es Kollegen, er sagt, wieso? Ich mache keinen, also einfach einen und nicht geschenkt und so. Ich bin nicht sicher. Ich rede da vielleicht nur. Hat er nicht mal sich so für Mobbing ausgesprochen und so, also gegen Mobbing? Das muss eine Frage wahrscheinlich schon, ja, 100%. Ist er so Sozialarbeit oder nein? Ey, Bruder, keine Ahnung. Er ist auf TikTok rum, Bro. Leute rufen ihn und ich weiß nicht, was ihn. Ich muss mal schauen, was sein Content ist. Real Dude, ja. Der ist rum, Bro. Der ist rum. Aber Aber der Chayas? Das weiß ich nicht, aber ich glaube... Wir können ja schon alle froh sein. Nein, ich kann eigentlich alle froh sein. Hat eben der Praktikant und so sich entschieden, nicht mehr Chayas jagen. So ist das. Weil es wäre für euch So ganz schwierig. Ihr seid mit dir unterwegs, ihr seid bei Birte, schaut der Praktikant in die DMs. Ja, es wäre gewesen. Er ist über Chai, wenn du kommst. Ja, krass. Okay, ja, spannend. Okay, krass, ja. Also, in dem Fall wäre das bei dir der Praktikant, der ausklopft, oder was? Du hast noch keine Antwort gegeben. Ich würde ihn nicht klopfen, Bruder. Okay, ja. Aber einfach, er regt mich auf. Okay, ja. Aber er macht auch Mad Cash, Bro. Wie gesagt, Bro. Bro, würde er einfach machen,
Und das seit 2 Jahren. Und ich will sehen, nur 1000 Follower seit 2 Jahren. Ja. Und weißt du, ich sag, Alter, Bro, lass sie, weißt du, so Opferung und so. Aber Bro, der Typ, Bro, ich habe mal gesehen in einem Podcast, der hat gesagt, der findet über 100, Bro. Er hat nicht, also unter oder über 100, also über 100. Bruder, ich sage, es ist einfach corny as fuck, Bruder. Es ist einfach corny as fuck, Bro. Corny? So spitz. peinlich, Ah, Bruder. peinlich, Spießig, peinlich. Ah, so. okay. So, hör auf, Bruder. Also, weißt Bro, aber eben am Schluss, er zahlt seine Rechnungen, Bruder, Bro, weißt wenn ich 150k im Jahr bekomme, 200k im Jahr oder du so. kannst, Bruder. Ja, aber wenn ich das würde bekommen, Ja. Bro, ich denke, dass ich peinlich... Aber du kannst, Bro. Du musst einfach so Content machen. Ja, ist ja kein Problem, Bro. Mach. Ja. Du musst einfach machen, ja. Heute gehen wir zusammen zum besten Kippen. Ja. Das ist Steve Merson schon wieder. Ja, egal. Das ist Steve WAB, Steve WAB. Du hast vorhin gesagt, Schokoferie. Mhm. Der ist ein lustiger eigentlich. Bro, ich lach mich kaputt. Oder? Also, Vor allem, wenn er so anfängt zu imitieren und so. ja. Der Steve Merson kann nur gut nachmachen. Ja. Er macht ja alles. Ja. Weißt du, was mich, wenn ich an ihn denke, Mhm. ich denke an unsere also du hast schon mal mit ihm geschrieben Ja. auf Insta, ja. Das macht mich hässig. Wegen? Weil die Konversation macht mich hässig. Aha, ja. Wieso ist passiert? Erzähl. Ich hab's in meinem Kopf, Mann. Scheiße. Du hast ihm geschrieben, ey, von Beach, Bro. Ah, Schokoferie jetzt? Ja, okay, Schokoferie. ja. Und er so, nein, du sagst ihm, ey, Bro, bist du Kurd? Weil er Ja. sieht ja wirklich nicht aus wie ein Kurd. Ja, ja, voll. Ich so, Bruder, bist du auch Kurd? Also ich dachte, der ist Schipi, Bro. Ja, wer das wollte mit Kurdistanflagge? Ich so, Bro, bist du Kurd? Ja, und dann schreibt er, ja, Mann. Dann schreibt er, von wo? Und dann schreibt mach St. Gallen, was? St. Gallen, Mann. St. Gallen, Alter. Du schickst Bro. Du so, Bruder, meint er ernst? Bro. Ich so, Bruder, ich weiß doch nicht, Mann. Ja. Ich weiß doch nicht, Mann. Das hat mich- Einer von uns, Bruder, was soll ich dir sagen, Mann? Aber ja, lustig. Gut, Ja. wir können auf das Thema Er ist ein geiler Sieg. Streamer rein. Streamer und Content Creator und so. Ja, Ich weiß nicht, wie lange wir schon am Dings sind. knapp 40 Minuten. Wow. Ey, erst einmal. Ja. Ich habe erst 2 Wochen sind ein paar Sachen passiert, aber ich versuche es kurz und knapp halten. Musst du nicht alles auf einmal sagen? Ja, schon gut, schon gut. Okay, schon gut, du. Okay. Erstmal, Ja. ich weiß, interessiert sich nicht so fest, Ja. aber für die, die es interessiert im Fußball. Krass, man, PSG, hä? Nein, Mann. Ach, schade. Vinti bleibt Erstliga. Ja, man, Fick Aarau, oder? Nein, Aarau ist nicht, ja, Aarau hat GC. Fiktion, Alter. Ja, auf jeden Fall, Vinti bleibt oben, ja. Wer ist aber geht? Ich werde noch mal sicher. Ich weiß noch. Ja, aber scheiße, wir werden. Dann, das andere, Bro. Also, dann sprichst du das an und dann willst du immer wieder. Nicht einfach schon droppen, ja? Einfach Okay, droppen, okay, ja. okay. Was sollst du überreden, Bro? Vinti ist bleiben geil. Ist Wie nice. die Schumme, man. Vinti ist schon mal, ich mag es nicht gönnen, Bro. Dann das andere, Bro, wo wir beide vielleicht nice Sachen können sagen, ist der Tod vom Katar, Bro. Hey. Ja. Der Tod vom Katar. Und zwar, viele Leute sagen so, ja, alle Kurden, weißt du, so voll am Mitfühlen und so weiter. Und ich glaube, viele verstehen nicht, dass er für viele Kurden einfach nicht nur ein Rapper war. Bro, ein einfaches Beispiel, es wurde simpel gesagt, wenn du zum Beispiel Kurdistan googelst, oder Kurde oder so, 7., 8. Lösung ist der Katar. Weil der Typ, Bro, Was heißt 7, 8 Lösung? Lösungsvorschlag, sorry. Aha. Suchvorschlag, so. Suchvorschlag, ja. Genau. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber früher, ich habe so mit, ich sage so mit 8, 9, 10, Bro, habe ich immer im Internet so angefangen, ein bisschen suchen nach kurdischen Rapper. Ich habe einfach Google kurdische Rapper. Für mich hat es 2 gegeben, Bruder. Ja, und der erste, den ich gefunden habe, war der Azad, den jeder kennt. Azad und Katar. Ja. Und der nächste, Bro, der Azad war Rapper, Bro, Rapper. So, auch Straße, aber Rap. Und der Katar ist schon der Reinstraße. Ja, Straßenrap vom Feinsten. Und er kommt, Bro, in den Clips mit Kurdistan-Fragen und schon dort, Bro, Katar hat Kurdistan on the map put, Bro. Bro, ganz klar. Timesheet. Es gibt auch, Nou, waarom zijn? es gibt auch Leute, die sagen, Bro, erst durch Katar haben andere Rapper und andere Kurden angefangen zu sagen, dass sie Kurden sind. Bro, dat Kurde cool gemacht, Bro. Bro, ich habe nicht mein Leben lang gesagt, ich bin Kurd. Ich habe auch gesagt, ich bin Türk. Ich kann niemandem erklären, dass ich ein Kurd bin und was Kurdistan ist, dass Kurdistan in 4 Ländern aufteilt ist und wieso es nicht gibt. Bro, ich bin 7, Bruder, mach keine Wissenschaft mit mir. Weißt du? Und irgendwann mal ist es so gang und gäbe worden, du hast einfach gesagt, ich bin Kurd. Keiner gefragt, wieso, warum, was es ist. Oder die wenigsten gefragt. Ja. So.
Und Bro, mich hat sogar so krass, so richtig so, bis heute, du weißt, bis heute, Bro, ich hatte eine Session so sein ganzes Leben, ich pumpe es eigentlich die ganze Zeit. Und sogar so weit ist es gegangen, dass ich auch mit 9, 10, wo ich ihn entdeckt habe, habe ich angefangen, einen eigenen Rap zu schreiben mit 10. Ohne Scheiß. Ich weiß nicht, ja. Auch ein Rap über Kurdistan. Rap mal eins. Bro, ich kann nicht rappen. Auch ein Rap über Kurdistan quasi. Und mein Vater ist vom Schaf heimgekommen und er voll tot, Bro. Ja. Ich so, Baba, ich kann Rap schreiben. Er hat so, ja. Und dann hast du voll gerappt. Ich habe gerappt, ja. Also, ja. Ich bin im 10 dort, mein Vater nach 13, 14 Stunden Schaf kommt irgend so ein irgend so ein 10-jähriger Sohn kommt, Alter, hat nicht besser zu als ich als Rap einfach nur duschen, Alter. Ich rappe ihm, er sagt, ist gut, ist danke und ist okay und krass. Das ist, ja, aber Bro, er hat, eben schnell zum Zurückkommen, wieso er eigentlich so wichtig ist, er hat während dem IS-Krieg hat er in Nordirak hat er Waisenhäuser zusammengebaut mit anderen, er hat die Vereinigung oder den Verein unter anderem sehr, sehr stark finanziell unterstützt, wo Our Bridge heisst. Er hat Waisenkinder mega supportet, er hat Mütter, die ihren Mann verloren haben, die Kinder, alleinerziehende Mütter oder Mitwachsen versucht zu unterstützen, finanziell, mit Bildung auch Kinder. Hat in Europa, Bro, in Deutschland hat er sich für das Recht von Kurden eingesetzt, hat sich stark gemacht für den kurdischen Freiheitskampf, hat sich nicht geschämt, um zu sagen, dass er für JPG ist, dass er gut findet, was Kurden machen, dass man füreinander also er ist weitaus mehr als ein kurdischer Rapper gewesen. Schön gesagt. Ja. Und deswegen hat es mich recht getroffen, Mann, als er gestorben ist. Muss ich echt sagen. Und ich glaube, ich habe es wirklich, jeder Kurd, den ich gefragt habe, der Kurdin, jeder hat gesagt, Bro, hat mich wirklich traurig gemacht. Bro, mit Katar haben wir wirklich eine Person verloren, Bro, wie du es gesagt hast. Eine Person, wo immer schon dazu gestanden ist, wo sehr viel gemacht hat. Einfach ein Vorbild, Bro. Ein Vorbild. Ja, und auch viele junge Leute, auch die junge Generationen, loben ihn hure. Du hast ja gesehen, kurz nach seinem Tod und haben schon die ersten paar angefangen, ihre Chats mit ihm auf Insta zu tun. Wieso, ey, Bro, ich bin 18 noch nehmen, er hat geschrieben, geil ist, was du machst, bleib dran. Rapper, der auch gesagt hat, Bro, er hat mich gepusht, er hat mich gesagt, was ich bin, er hat an mich geglaubt und so weiter. Bro, es gibt fast jeder Doku, wo du von ihm siehst, oder jede Reportage, wo du ihm siehst, wenn irgendein Kenner auf der Straße ihn sieht in dieser Reportage und sagt, Bro, ich kann rappen, er nimmt sich Zeit und sagt, lass mal raus. Er sagt, inshallah kannst du rappen, weil wenn ja, dann nehme ich dich unter Vertrag. Krass. Und er lässt den Leuten zu, Bro, und er sagt auch direkt, er ist voll ehrlich, er hat mal gerappt so in einer Reportage, er sagt, Bro, jetzt ist abgehackt. Fett abgehackt, Bro, fett abgehackt. Also mach nochmal, gib nochmal eine Chance. Krass. Also er ist wirklich, ich weiß nicht, ich hab mal so einen Gedanken gehabt, Bro, dass wir sogar ihm könnten schreiben und mit ihm mal so zusammenhocken. Weil er ist, ich meine, er hat zum Beispiel, das ist ja kein Geheimnis, er hat zum Beispiel während der Zen unter Vertrag nehmen. Ah, stimmt, ja. Vor 10, 15 Jahren hat er ihm geschrieben, stimmt, ja. er ist ein Junge, krank, wie du Schweiz zueinander nimmst. Krank, was du machst. Stimmt. Krank, was du machst. Bleib mir in Kontakt, ich will dich. Krass, stimmt, ja. Pronto hat er auch mal ein bisschen etwas gehabt. Ja. Am Pronto hat er auch mal irgendwie so etwas gesagt, von wegen so, ich schicke dir den Vertrag, so, du musst unterschreiben. So der Style, oder? Und ihm ist nicht schade gewesen, so Schweiz, Deutschland, Österreich, er wollte vereinigen, er wollte jetzt mal alle zusammen arbeiten. Und ich hätte auch wollen, so in Zukunft, also vor allem jetzt im Bereich, wo wir jetzt gehen, Richtung TV und Entertainment, hätte ich mal einfach so in grob gedacht, Bruder, Deutschland, Katar, einfach mal brainstormen. Das war die erste Station, Bruder. Ja. Weil ich weiß ganz genau, er hätte sich die Zeit genommen und sich auch, weißt du, so, Jungs, ich gebe euch das Ohr, reden wir darüber, weil ist nicht absurd neu oder so. Ja, voll. Ja, Mann. Aber RIP Katar, ja. Ja, ich glaube, es geht einfach darum, dass man seine Legacy weiterzieht und der Urgültigen hat, ich glaube, Ja, der Mann. Bot Ja, Mann. einen schönen Nachtrag geschrieben. Dazu. Sehr. Ja, man, Ugi, Shoutout, auch du. Hat auch sehr schöne Worte gefunden, Worte, die ich jetzt so nicht kann finden oder Voll, absolut, absolut. für was die Person nach Katar bedeutet. Und weißt du, irgendwie kann ich, Bro, es ist, glaube ich, immer schwierig, so fest mit seiner Identität und Wurzeln irgendwo anzustehen Voll. und zu sagen, so, das sind wir sind jetzt Kurden. Ja, Mann. Wir sind jetzt vor allem in einer Zeit, wo es halt noch nicht so salonfähig war. Ja. Darum hat für immer tiefe Fußabdrücke hinterlassen. Sehr. Aber er hat ja, wie so selber gesagt, in
dem Track, den du heute laufen lassen hast, Ja. der Weg, wo gewisse versuchen zu gehen, hat er seitlich Ja. moonwalkt. Ja. Auf entspannt, ja. Auf entspannt. Ja, Real. Safe. Ja, Mann. Ja, zu guter Letzt auch noch etwas, Bro, wo mich einfach letztens auch gefragt haben. Ganz wieder off-topic, Bro, scheißegal. Aber wie sind die scheiß Postleitzahlen passiert, Bruder? Ah, man, Queen, Bro. Ja, aber Bro, Jetzt wie ist das mit passiert, dem Führer, Bro? Alter, Mann? Bro, ich bin daheim und ich so, Morgen, wieso haben wir 8400? Wieso ist 8000? Also wir sind, Winterthur ist einfach 8,4 Mhm. und dann hat sie die verschiedenen Kreise. Ja, genau. Kreis 0, Kreis 1, Kreis Ja, 2. Ja. Zürich 8001, 8002. Keine Ahnung, was alles Zürich ist. Ja. Zürich 8000 bis 8099. Nein, es hat eben auch in Zürich irgendwie... Also, ich rede von Stadt Zürich. Ja, Kanton klar. ist etwas anderes. Klar, natürlich. Stimmt. Hey, richtig gute Frage, Serhat. Kann man sich jetzt damit auseinandersetzen Ja. und fürs nächste Mal eine Lösung Bro, mitnehmen? ich habe gedacht, es ist krass. Ich halte es kurz Ja. und knapp. Ich habe gedacht, es ist etwas krass und so. Nein, weißt ich finde es auch... Also, ich glaube schon, es ist das System dahinter. Ja. Eben nicht. Wie? Nein. Es hat ein System, das eben kein System ist. Aha. Sie haben am Anfang ein System gesucht. Mhm. Übrigens, Fun Fact, Schweiz ist das dritte Land, wo Postleitzahl eingeführt hat, nach Amerika und Deutschland. Krass. Habe ich auch irgendwie beim Google herausgefunden. Bro, also Post wollte Postleitzahlen definieren, weil vor allem nach dem Ersten Weltkrieg haben sie brutal viele Briefe bekommen von den Deutschen, glaube ich, oder so. Mhm. Und die sind nicht mehr nachgekommen. Wie soll ich den Bastard jetzt im Baseland finden, der in Zürich, weißt du, in der Straße? Dann haben sie angefangen mit Postleitzahlen zu arbeiten. Ah, krass. Und am Anfang ein System gehabt, weißt du, 4000er Nummer für Zürich und so weiter. Aber jetzt sind ja 4000er Basel und Zürich 8000er. Und Bro, das System hat schon irgendwie, es hat vor allem auch mit der Post zu. Die Post tut nach Verteilzentren arbeiten. Ah. Sie haben das Verteilzentrum in Vinti, eins in Zürich, eins irgendwie so und dann arbeiten sie mit dem. Und der Bund ist einfach übernommen. Und ich habe mir gedacht, es ist irgendetwas geschichtlich, historisch, krasses. So irgendetwas, was Sinn macht. Ja, aber es ist Es ist einfach nur eine Post. es ist einfach nur eine Post. Ja, einfach nur eine Post. Was soll ich wieder sagen? Ich habe letzte... Was haben wir vor? Ah, Zürich Reisen. Ja. Das System von Zürich Reisen. Ja, das check ich nicht. Eben, das checke ich ja viel nicht. Ich habe es auch nie gecheckt. Weißt du, wie das aufgebaut ist? Wie? Spiralförmig. Ja. Und zwar, wenn das Zürich ist, Ja. so wenn du vor dir Zürich hast als Ja. Kreis, Ja. dann ist in der Mitte von der Stadt Mhm. ist der erste Kreis. Ah, ist 0. 0 oder 1. 0 oder 1. Ah, und dann, immer wenn du rausgehst. Und dann geht es aber spiralförmig. Ah, Also nicht der raus, ganz sicher. sondern es fängt in der Mitte an und nachher hast du rechts davon Kreis 1. Und dann, Ist ein Kreis so. nein, es ist spiralförmig, also es ist so. Und darum ist... ist- Trickschieß, Mann. Kreis 0 und Ja. Kreis 9 zum Beispiel nebendran. Ja. Aber es fängt an mit Kreis 0 in der Mitte, nachher das angrenzende Gebiet rechts davon, also Ja. östlich davon, ist Kreis 1 zum Beispiel. Ja. Dann Kreis 2 ist im Nordwesten, Ja. im Nordosten, Kreis 3 ist im Norden. So, Ja. checkst. Also ich weiß nicht genau wie, aber Ja. so spiralförmig. Lustig, ja. Ich sage, es wird einfacher gegangen. Wahrscheinlich, ich sage jetzt, es wird einfacher gegangen. Ne? Jetzt schreibt jetzt irgendjemand, der nicht von der Stadt schafft. Eben nicht wegen ja. der Brücke, der Straße, der grünen Bewegung oder was auch Aber immer. es ist noch spannend, so Kreis. Ich so hätte echt nicht spiralförmig. gedacht, dass wie so ein Schneck quasi. Ja, genau. Ich hätte echt nicht gedacht, dass es so gebaut ist. So wie ein Schneck. Ja. Gut gesagt. Ja. Echt nicht checkt. Ja. Heftig. Ja, das ist nur das, was ich habe noch ein paar Sachen, aber kommen wir für nächstes Mal. Für nächstes Mal. Längere Sachen, ja. Geile Sicht. Geile Sicht. Du gehst bald in die Ferien. Ja, es geht in 2 Wochen. Ich kann Türkei mit der Freundin. Geil, wo? Küste, Bro. Küste, Küste, Bro. Bro. Ich will nicht sagen, wo, Bro. Wie sonst, Sonst stagen dich Leute. weißt du, kommen die Haters, Bro, und dann sind vor mir Türen. Nein, Spaß. Nein, ich kann einfach an Küste, Türkei. Geil, genieße es. Bisschen entspannt. Antalya inclusive. Julia und Romeo und Cesar. Nein, Julia und Adam und Eva Hotel. Julia und Romeo Nein. Cäsar? Nein, Adam und Eva Hotel. Kennst du das? Nein. Das ist das Kanako Hotel in Antalya. Ah, Er steht, er steht. gleich gesagt, wo du bist. Nein, ich kann nicht. Aber es ist mehr der Witz. Ja. So, es steht Adam und Eve Hotel. Mhm. Und da steht plus 18. Erst ab 18, also wirklich keine Kinder und keine Familie. Krass. Dann gehen beide dort hier, Bro. Alles genau gleich. Das Zimmer ist weiss, Bro. Mit der weißen Badwanne, Rose Ja. drin. Ah, geil. Rote In Kissen. letzter Zeit komme ich hure viel Insta-Werbung über von Gay-Only Hotel. Ja, macht so. Mach Bericht. Ja, ich meine es ernst. Ich meine es ernst, Bro. Aber- Ich glaube, du würdest dich nur nicht scheißen. Aber ich frage mich auch, wieso? Ich frage mich auch, wieso. Ohne Scheiß, frage mich wieso. Es ist eigentlich personalisiert, die Werbung. Hey, das ist schon komisch. Ja. Willst du etwas sagen, Bro? Finden wir es raus. Ja, wie muss ich raus.
Guten Morgen.